Mauer, da bin ich her. Oh. Bist du deppert? Okay, können wir mal ein bisschen looten. Ja, mit. Boah, 3700 Punkte. Boah, geil. Boah, geil. Her damit allen. Das haben wir uns jetzt echt verdient. Wie viel Gewicht habe ich denn? Oder wie viel Gewicht können wir denn noch tragen? Kurz einen Blick. Da können wir genug tragen. Boah, das war jetzt... gekommen. Ich nehme jetzt einfach einmal alles mit. Na. Spiel. Ich muss sagen, für das, was wir ausgeballert haben, kriegen wir eh mehr zurück. Ich nehme jetzt einfach einmal alles mit und zwischen den Episoden werde ich es dann wieder ausrahmen, so wie das letzte Mal. Obwohl ich das letzte Mal eh drinnen habe lassen. Aber... Wassertank haben wir den auch schon. Wow. Also ist klar, dass du wieder auf die Klauke umschaltest, du deppertes Drecksspiel. Ja, aber ehrlich gesagt... Ehrlich gesagt war das jetzt ein Gaudi, ja? Nur weiß ich noch nicht, ja, wie die Episode benennen wird. Es wird sicher $2.
Oder wollen wir schnell noch einen Bunker machen? Wahnsinn. Wahnsinn! Also offen und ehrlich gesagt, das hat mir jetzt wieder taugt. Was das angeht, das ist für den Spiel die größte Stärke. Erweitertes Erste-Hilfe-Set, ich schau nur. Was das? Wir werden die... Na, was das drucken wir in der Session noch ein. Wir machen jetzt schnell einen Bunker damit. Und dann werden wir uns einen Levelpunkt suchen, wo wir noch ein bisschen mehr Schaden machen. Okay, der hat sogar... Ja, wir probieren es einfach. Das ist auf der Seite. Knepper Anna. Oder die verknappte Anna, weiß ich nicht. Das Dumme ist nur... Wo ist dieser Punkt, wo... Entschuldigung. Wann muss der da sein? Wo ist dieses Barretts Cube? Irgendwie. Ja, Mädel, ich weiß, du bist so arm, weil du so viel laufen musst. Ehrlich, Mädel, Na, ich wollte eigentlich zuerst dieses Barracks irgendwie machen. Weil ich glaube, bis ich das finde, weiß ich nicht. Vergeht's die auch. Es muss ja da irgendwo sein. Aber wo? Boah, die Qualität dieses Spiels ist ja abartig. Aber wo ist das, was ich da jetzt gerade gesehen habe? Ist das da oder ist es auf der anderen Seite? Warte mal. Wenn es da nicht ist, vielleicht ist es da außer.
Na, da ist ja der Schatz auch nicht. Wo ist denn das? Ja, Spiel, du und deine unzähligen Bugs. Ja klar. Also das die 3 machen wir jetzt noch schnell. Ja, super. Warte mal, da hinten ist da. Hinten hat er gerade was gereicht. Na. Und ich hab da noch die Rauchgranaten mit. Ja, die bringen sie mir gar nichts, bis du siehst. Wenn die N16 mehr Schaden macht wie die alte Lady, kann ich mir die. Shit, da habe ich keine Muni mehr. Also, die kannst du getrost ignorieren. Also, wie Schaden machen die nicht? Ja klar. Warte ein bisschen, wir helfen der Bayerin da. Die können wir zerstören. Gut, jetzt suchen wir uns dieses eine Behe irgendwas halt. Ja komm, jetzt heute schon wieder ein Tank. Wo war das? Was ist da unten? Nur ein kleiner See. Da ist alles, was sich rund um den Bunker spielt. Aber wo ist dieses irgendwas, was da gerade aufgeploppt ist? Da war der Unterschlupf. Da war der Bauernhof, dann laufen wir mal in die Richtung weiter, so her. Na komm. Dirndl, schlafen kannst du down, wenn ich auslag. Wann das?
Ja super, und es leichtert der Schaß nicht mehr auf. Ganz toll. Ja, wir werden es schon finden. Die Performance, die ist zum Davonlaufen. Und um den Schatz kümmere ich mich dann, wenn wir soweit sind. Beziehungsweise... Noch dazu. Kein Strom. Ein Levelaufstieg, sehr gut. Irgendwo erwartet uns ein Hund. Na und mit dem Hund. So, Strom. 7 Computerlogbuch nach, warum das Stromaggregat nicht funktioniert. Finde heraus, was im... Ja, das kann nur Tick sein. Eines über uns. Liegt da noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Sollte ich jetzt da irgendwas übersehen, bitte Bescheid geben. Weil nachdem wir jetzt über eine Stunde oder knapp eine Dreiviertelstunde aufgehalten worden sind, möchte jetzt doch wieder ein bisschen Gas geben. Konvoj G01, kodnamn CCP-974, bekräfta position. Sista bekräftad kontroll var 23:48, bekräfta status på last och beräknad ankomsttid. Jag behöver inte påminna om uppdragets vikt eller dess förutsättningar, vilka ni godtagit. Använd kanal 832 försvar. Avslutar kontakt. Holberg, merkt euch den Namen. Der wird später eine wichtige Rolle spielen. Holberg, wenn ich mir jetzt nicht täusche. Aber wir sind überladen. Diese kleinen Scheiße da. Da ist noch was, warte. Genau.
Aber ich möchte noch zum... Nein. So, ich möchte jetzt noch zum Feldzugsplan. Und dann werden wir diese Aufnahmeorgie beenden. Weil ich möchte noch was anderes aufnehmen. Und weil ich halt Nachtschicht gehe. Genau. Kann man da nicht was lesen? Nö. Schade. Kann man nichts lesen. Also das Problem... Ich persönlich empfinde es nicht als Problem. Ich kann das jetzt bitte nur so sagen, wie es sich. Die ganzen Schwafel da. Das Problem ist... Die Erzählweise dieser Geschichte, die sie da angespielt hat. Scheißegal jetzt da, ob jetzt über Papier, so wie jetzt vorhin diesen Funkspruch etc. Ich hab gegen die Erzählweise nichts aus einem einzigen Grund. Er nennt sich Buch. Es ist im Prinzip nichts anderes wie eine Geschichte erzählt wie in einem Buch. Weil in einem Buch hast du auch keine nicht persönlichen Charaktere. Oder Nicht-Spieler-Charaktere. Das hast du in einem Buch auch nicht. Ich finde die Erzählweise an und für sich und nicht einmal schlecht. Streite ich nicht an. Man muss halt, wie ich es schon 100-mal gesagt habe, man muss ihm einfach Traum bleiben an dem ganzen Scheiß. Und ich weiß, dass es scheiße ist. Aber trotzdem, ich empfinde die Geschichte an sich nicht einmal deppert. Offen und ehrlich gesagt. Sagen wir es mal ehrlich. Ja, schon wieder was Großes. Sagen wir es ehrlich. Der Scheiß, der interessiert dich eigentlich auch nur, wenn du im Mehrspieler unterwegs bist. Sagen wir es ehrlich, oder? Weil, schau, du hast dann da 2 Widerstandspunkte, 3 Widerstandspunkte, hast die Punkte sind aber bis heute noch nicht kapiert. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Man da bitte, zerstöre 3 Wolfenmaschinen, Paket mit Rohmaterial und dann hast du aber dafür 6 Tage Zeit. Also du siehst doch, was das Ganze aussieht. Ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, ich habe eine dumme Vermutung, wo das hin ausgeht. Und ich glaube, dass die Entwickler da mit Abstand dümmsten Fehler machen. Da ist der Kommandostand. Da wollte ich eigentlich noch her mit euch. Okay. Bitteschön, Bunker Minken. Wir schließen da jetzt da. Haben da ein bisschen unsere Ruhe. Unsere kleine Maus kann sich ein bisschen entspannen. Ja. Und wir werden uns nun mal zum Abschluss dieses ganzen Malheurs den Feldzugsplan widmen. En telefonsvarare? Ja men fan, ni måste skämta. Okej, minns ni de sjuka grejerna jag berättade om på FOA 53? Nu har ni 11 döda forskare på ert samvete. Det skulle ha varit 12 om inte jag hade... Fan, lyssna nu. Ni måste stoppa evakueringen. Det här är inte det ni tror att det är och jag kan bevisa det. Skicka någon till Adavägen 2 i Kollaby, skynda er. Alltså kommer ni ens att lyssna på det här? Helvete! Genau. Nun geht's um unsere Veronika, die wir alle da aus diesem Phoenix Rising Update kennen, die wir dann bei der Fluchtburg kennenlernen.
auf der Südküstenregion. Ne? Auf der Halbinsel Hisingen in der Südküstenregion gibt es eine Festung der Küstenartillerie namens Torsberger, die ist da, was ich mich erinnern kann. Da irgendwo. Sie gehörte anscheinend zu den ersten Angriffszielen und war für die schwedische Armee von außerordentlicher strategischer Bedeutung. Finde heraus, warum und durchkreuze etwaige feindliche Pläne. Dann haben wir das Mädchen, das Wolf brüllte. Und jetzt da sind wir am Tag der Katastrophe. Eine FOA-Computeringenieurin namens Veronika Nilsson stand in Kontakt mit einem Offizier im Kommandozentrum Minken. Einige Tage vor dem Angriff versuchte sie ihn zu warnen, dass ein Unglück bevorstand, aber er nahm sie nicht ernst. Am Tag der Katastrophe versuchte sie wieder mit Minken Kontakt aufzunehmen, weil sie einen Zusammenhang zwischen der Evakuierung und einer mysteriösen Mordserie vermutete, die erst wenige Tage zurücklag. Sie hinterließ eine Adresse im Fischerdorf Källeby, das im Nordwesten der Südküstenregion liegt. Da ist kleine Dörfchen da. Hier ist schon mal der erste große Knackpunkt der Geschichte. Die Schweden an sich selber reden ja, dass der Russe oder dass die Sowjets einmarschiert sind. Das Spiel gibt uns jetzt lange Zeit das Gefühl, die Sowjets wären einmarschiert. Und über den Punkt, den ich jetzt ansprechen werde, über den kannst du jetzt diskutieren. Und zwar steht er da herunten: Am Tag der Katastrophe versuchte sie wieder mit Minken Kontakt aufzunehmen, weil sie einen Zusammenhang zwischen der Evakuierung und einer mysteriösen Mordserie vermutete. Wenn du aufpasst hast, jetzt vor kurzem einmal haben wir schon was gehört, von wegen 11 Morde. Das ist eine Mordserie an Wissenschaftlern und Politikern in Schweden, oder hier in diesem Teil Schwedens, der halt von Maschinen überrannt worden ist. Genau. Das Spiel oder die Geschichte lässt uns jetzt im Glauben lange Zeit daran, dass die Sowjets einmarschiert werden. Was aber definitiv nicht der Fall ist. Wir müssen, ich zeig dir das jetzt einmal auf der Karte. Prinzipiell gesehen, da beginnt die Geschichte eigentlich. Da in der Südküstenregion enden. Das wirkliche Ende ist aber da herum, in der Nordküstenregion. Sie haben die Geschichte relativ weitläufig verstreut, weil die Akteure ziemlich weit auseinander gestreut sind. Die Veronika ist nur ein Teil des Problems. Sie ist nur ein Teil der Geschichte. Der große Teil kommt erst. Und ich verabschiede mich da jetzt von euch, während wir dort so schnell den Fertigkeitenpunkt vergeben. Gesundheitsmenge. Wir haben jetzt noch 17 oder 17 Levelpunkte, die wir noch vergeben können. Mechaniker. Weiß ich nicht. Braucht man nicht. Ja, das könnte man noch machen. Sind das 15 EMP. Schau mal. Ausdauerregeneration, Ausdauermenge. Tragekapazität standfest. Da habe ich durch den Tobi erfahren, dass das, oder gesehen auch, dass sie das nicht viel bringt. Ungeschlagen, verdoppelt. Na, braucht man nicht. Überlebender braucht man auch nicht. Wurfdistanz. Na. Ja, das kennt man vielleicht auch, gell? Das kennt man auch, gell? Nachladetempo Run and Gun, Panzerungsschaden, schießwütig. Aber ich glaube, dann sind wir fast pfui.
Distanzwert angeben brauchen wir nicht. Das sind wir voll. Also jetzt machen wir mal die na, Tragekapazität nicht. Das hat nur vergrößert den an gegnerischen Komponenten verursachten Schaden. Ja, das ist höchst interessanter. Genau. Also dann, ich wünsche dir was und in Kürze werden wir dann Befehle. Warte mal kurz. Jetzt möchte ich was wissen. Jetzt hast du mir jetzt eine Gruppe Dingsbums, ja genau. Nagel, die Kanonen, was ist da? Befehl vom Verteidigungsministerium. Dies ist eine Niederschrift streng geheimer Missionsaufträge, die an die Kommandozentrale Minken erteilt wurden. Sie ist in 2 Hälften gerissen. Während Informationen zu diesem Zeitpunkt spärlich sind, gibt es Grund zur Annahme, dass diese ersten Übergriffe von verdeckten Agenten ausgeführt werden, die hinter unseren Linien arbeiten. In Vorbereitung eines groß angelegten Angriffs. Wir haben den Kontakt zu F-23 Överby, Normyra, Marinestützpunkt Saltholmen und Torsberger verloren. Wir wissen nicht, ob sie angegriffen wurden oder ob nur ihre Kommunikation gestört ist. Aber nichtsdestotrotz ist der Beweis für einen überaus koordinierten Angriff, der auf eindeutigen Geheimdienstinformationen basiert. Wir haben Versuche unternommen, den Kreml zu kontaktieren, um Stellungnahme zu bitten, doch es gab eine Störung bei der gesamten abgehenden Kommunikation. Kuriere wurden zur Botschaft ausgesandt. In der Zwischenzeit ist es unerlässlich, dass wir Torsberger sichern. Ich habe den ÖB angewiesen, jegliche Mittel einzusetzen, die den Streitkräften zur Verfügung stehen, um sicherzustellen, dass diese überlebenswichtige Abschreckungsmittel gegen Angriffe von außen funktionsfähig bleiben. Ja, wenn sie wüssten, auf was für Scheiße, dass sie eigentlich einhaben lassen. Das haben wir eh schon gelesen. En telefonsvarare? Ja men fan, ni måste skämta. Okej, minns ni de sjuka grejerna jag berättade om på FOA 53? Nu har ni 11 döda forskare på ert samvete. Det skulle ha varit 12 om inte jag hade... Fan, lyssna nu. Ni måste stoppa evakueringen. Det här är inte det ni tror att det är och jag kan bevisa det. Skicka någon till Adavägen 2 i Kolleby, skynda er. Alltså kommer ni ens att lyssna på det här? Helvete! Noch was. Die vorletzte Hauptstory-Mission. Wenn du wirklich nicht alles durchgehst, wenn du wirklich... Du hast ja gesehen, es gibt ja, wenn du das mitgekriegt hast, es gibt ja im Verlauf des Spiels werden ja nicht alle Nebenmissionen aufgezeigt. Du erwischst ja immer wieder welche, die im Vorbeigehen passieren. Und genau eine davon ist die vorletzte Hauptstory-Mission. Und die habe ich aber auch noch durch puren Zufall gefunden. Man kann sie leicht übersehen und die letzten 2 Hauptstory-Missionen, die erklären das komplette Spiel, die komplette Geschichte, was an dem Tag oder in den Wochen vorm Angriff passiert ist. Und genau das ist das, warum ich gesagt, die Geschichte ist so irrsinnig gut. Man sieht sich bis zum nächsten Mal. Baba!